So, hallo zusammen zu einem neuen Part Witcher. Wir haben einmal hier die Anna aus den Wäldern mit Mühe und Not niedergeprügelt, hätte ich fast gesagt. Nein, es war ein rechter Fight. Ja. Und jetzt gehen wir uns natürlich unsere Belohnung abholen. Los, lauf! Unsere Belohnung, die verdiente. Ich sehe, dass du ein weit gereister Mann bist. Also sag mir, Hexer, soll ich übertreiben einmal hier? Sprach eine Alte zur anderen, sei mir ja nicht böse, ich schieb dir ein Rechen in die Möse. Die Sprüche, du. Komm schon! Das glaube ich ja nicht. Aber ich will dort ein bisschen mein Zeug reparieren. Das muss sein. Das muss sein. Nach dem Fight ist sicher alles Und du bist der Hexenmann? alles kaputt. Du kannst nicht sicher ohne eine Gabrielle sein. Mit der einhändigen, mit automatischer Kugel versehenen Gabrielle hast du immer den ersten Schuss und das letzte Wort. Willst du mir eine Armbrust verkaufen? Zeig mal. Lass mich einen Blick auf deine Waren werfen. Eine Gabriele. Oh, was hast du da für ein Ding? Keine Intensität. Ja, ist einfach... Was kostet die? 400, das ist einfach viel. Oh ja, 1000 Steine. Ja, viel Geld. Achseglyphen, Igni, Quen und Irten. Die Raufe, die Irten und Quen. Das kaufe ich, die mache ich dann. Und sonst hast du nichts Besonderes zu verkaufen. Also, reparieren. So. Natürlich. Also, reparieren. Das ganz sicher. Das auf jeden Fall. Ja, das so. Das habe ich ausgerüstet, he? Das tue ich. Auch reparieren. Das habe ich ausgerüstet. Das tue ich reparieren. Die habe ich ausgerüstet. Die tue ich reparieren. Und die reparieren. So. Also. Das ist Dings entfernen. Das wollte ich nicht. Also, alles klar. Sonst muss ich nichts machen. Handeln wollte ich noch. Wo bist du? Da. Verkaufen kannst du auch. Das da. Und das da. Ja, die kannst du auch haben. Die kannst du auch. Und fertig. Ja, gut. Alles klar. Ja, das muss halt auch wenig sein. Ich möchte etwas anfertigen lassen.
Handwerkzutaten. Kann ich jetzt so eine Glüppe machen? Eine Glüppe machen. Hose. Wie ist das gemacht? Kürass. Er rollt schon gut, aber das ist Stufe 16, du. Stufe 16. Der wäre Stufe 8. Oh, das kann ich machen. Das kann ich machen. Preis 71. Stufe 24. Aber den mache ich da. Ich bin sowieso jetzt der Stufenaufstieg. Und das mache ich. Mehr Glanzschwert können wir eigentlich nicht viel Besseres machen als das, was wir haben. Mal das Bärenschwert da natürlich ab Stufe 30. Erst. Stufe 30, hat das einer gesehen? Kavalleriestiefel. Wenn sie besser da sind, die Glyphen. Hier den Glyphen könnte ich machen. Und da fehlt mir ein Rubinstaub. Fehlt mir. Ich glaube, ich mache die. So, gut. Okay. Bis dann. Es wird um eine ruhigere Folge als die sein, andere. wenn dir die Männer des Barons den Arsch versohlt haben. So, jetzt habe ich da nämlich die 3 Runen. Und die tue ich in das Schwert. Subito tue ich die da drin. Ah nein, die kann ich noch erst in ein Kleidungsstück tun. Ja, jetzt tue ich sie in die Schuhe. Das ist ja gut. Also. Das ist ja gut. Das ist ja gut. Also. In dem Fall. Plätze. Mein Mann Daher. ist bei dieser Hexe gewesen. Die verzaubert sie, ich sag's auch. Plätze. Sie Kommst saugt du ihm das daher? Leben aus dem Körper. Seit mein Mann bei ihr war, sitzt er nur noch draußen und stochert sich in den Zähnen rum. Kommst du nicht raus, Gar Plätze? nichts hilft er mir Hä? nicht. Komm. Ins Pferdle. Komm, siehst du, da geht's raus, mein Pferdle. Schau. Jetzt kommt man dort auch nicht raus. Los! Ah, jetzt. Schwalbe. Also. Ich muss da zum anderen. Du kannst versuchen, sie alle zu gewinnen, aber das schaffst du nicht. Ah. Ja, ich bin doch schon zu weit geritten. Das sollten wir nicht. Wir können die Hoffnung nicht So aufgeben. eilig. So, Sei gegrüßt. Was willst du? geht mir verdient Lohn. Hanna aus den Wäldern ist fort. Ich habe sie besiegt. Puh. Und sie kommt auch nicht wieder? Nein, ich weiß, wie man Nachterscheinungen endgültig los wird. Ja, natürlich. Deine Belohnung wie vereinbart. Vielen Dank dir, Meister Hexer. Gut, wie viel wird das geben? Leb wohl. Was hat das gegeben? Erfahrungspunkt am Anfang. 240 Kronen. Also. Pferdle, wo bist du davor? Also, jetzt gehen wir weiter, haben wir das abgeschlossen. He? Und in diesem Fall machen wir jetzt, wären wir wieder da. He?
Ich werde eigentlich mal die Einladung vor Keira annehmen. Ja. Vor wunderbaren Zauberin. Jetzt gehen wir schauen. Da gehen wir schauen. Vielleicht hilft sie uns ein bisschen entspannen. Also. Das ist da oben. Er ist ja gar nicht so weit. Cool. Okay. Warum so eilig? Ui, sorry. Mädel. Das ist ja nicht wollen. Ah ja, das ist ja da in dem Häuschen. Hallo? Jemand daheim? Oh, Die Ratten. Wozu hat er sie gebraucht? Verfluchte Viecher. Lieber stopfe ich sie mit Gift voll oder schlag sie zu Brei. Aber nein! Hast du gesehen, was er mit ihnen gemacht hat? die ist da mit dem Teleport am Reden. Mit wem redest du? Keira. Keira, was machst du? Geralt, hast du mich aber erschreckt. Aber nein, der Magier sagt, ich soll ihm Ratten bringen. Gesunde, keine, die die Katze anschleppt. Ist das die Lampe aus dem Versteck des Elfen? Und was war das mit den Ratten? Unwichtig, das erkläre ich später. Sag mir, wie komme ich zu dem Vergnügen? Blinzel, blinzel. Hast du von den... Ich war mal zu stehen. Gibt es Neuigkeiten von deinen Schwestern aus der Loge? Nein, heutzutage dürfen wir nicht viel über die anderen wissen. Ist sicherer so. Habt ihr nicht mal versucht, Kontakt aufzunehmen? Ich wollte es, viele Male. Aber ich kann nie mit Sicherheit wissen, wer mir antwortet. Oder zuhört. Ah, ich glaube, aber das haben wir schon gehabt. Aber das mit der Lampe noch nicht. Warum wolltest du die Lampe? Du hast gerade gesehen, warum. Um mit verlorenen Seelen zu kommunizieren. Ich wusste nicht, dass du dich für diese Art Magie interessierst. Hast du ein Problem damit? Warum hat der Elf dir die Lampe versprochen? Es war ein Handel. Er brauchte mächtige Magie und hat geahnt, dass ich mehr kann als Warzen wegzaubern. Ich braute ihm einen Trank, um den Abbau von Nervengewebe zu verzögern, Amnesie zu verhindern und derlei. Für wen war der Trank gedacht? Das hat er nicht gesagt. Ja... Ich wollte zuerst schauen, was du hast. Wetten, dass die alte Hexe, die hier gelebt hat, einige interessante Dinge zurückgelassen hat? Das hat sie. Du willst wohl einen Blick darauf Sehr werfen? gern. Ja, sehr gerne. Oh, zieh dir die Runen ein, die die hat. Zieh dir die Runen ein. Ah, das ist geil. Hure cool, ab 1800 Steine. Kostet das da. Ja, und die 900. Aber ich brauche die einfach eine für ein Schwert noch. Eine für ein Schwert. Angriffskraft. Eine für ein Schwert müsste ich noch haben.
Ja, aber das ist zu teuer, das kann ich mir nicht leisten. Ja. Zu teuer. 700. Sättige. Chance auf Verbrennen. Die wäre gut, aber dann habe ich gar kein Geld mehr. Chance auf Heimfrier. Rüstungsdurchbohrung. Ich glaube, ich nehme das da. Ja. Die nehme ich. Jetzt sollte ich eigentlich mal so ein Dings machen. Gegen Angriffskraft gegen Konstrukte. Ich nehme mal, mache mal eins. Von denen mache ich eins. Na, ich mache die einfach mal. So. Also. Jetzt. Erzähl. Du sagtest, du wolltest etwas von mir. So ist es. Nach wie vor. Die verfluchte Insel im Sturmsee. Du hast sicher von ihr gehört. Die Bauern hier reden ständig darüber, über die Geister, die dort hausen. Sie sagen, wer dorthin geht, kehrt nicht zurück. Was für ein Fluch ist das? Das weiß ich nicht. Ich muss diesen Zauber brechen, aber habe seinen Ursprung noch nicht gefunden. Du musst doch etwas wissen. Ein bisschen. Der Fluch hängt irgendwie mit dem Turm zusammen, in dem Viserat, der Herr über dieses Land, beim Angriff durch Nilfgaard Unterschlupf fand. Im Dorf, sagen sie, ein paar verzweifelte Bauern segelten zu der Reuseninsel, wollten um Essen betteln, doch es kam zu einem Massaker. Würdest du mir also bitte helfen, den Fluch zu brechen? Du kennst dich doch mit sowas aus. Viserat, ich kenne den auch von den Büchern. Ich verrate jetzt einfach mal nicht zu viel. Aber ich finde es schon cool, dass sie viel von den Büchern rausgenommen. Das ist alles schon geil. Also die Bauern, die zu der Insel gefahren sind. Hat dieser Herrscher sie umgebracht? Im Dorf wird gemunkelt, er hätte sie vergiftet. Ein wahrer Ehrenmann. Ich habe ihn nie getroffen, aber er schien kein grausamer Mann zu sein, nach dem, was mir der Magier von der Insel erzählt hat. Ein Magier lebte auf der Insel? Kennst du ihn? Wo ist er jetzt? Wir waren befreundet. Leider ist er auch an dem Tag gestorben. Nur wenige haben überlebt. Und diejenigen, die von der Insel fliehen konnten, starben bald darauf qualvoll. Sie scheinen aber nicht vergiftet worden zu sein. Ah nein, es klingt zwar nicht nach dem. Aber, ja no. Warum bist du so versessen darauf? Bin ich doch gar nicht. Die Bauern sind es. Die Insel, gute Frau, du musst den Fluch brechen. Du bist eine gute Hexe, so mächtig. Immer dasselbe. Weißt du, ich dachte, du scherst dich nicht um die Leute hier. Du mächtige Hexe. Wenn ich's nicht schaffe, bin ich in ihren Augen nicht mehr mächtig. Sie werden nicht mehr riskieren wollen, am Galgen zu landen, um mich zu verstecken. Also geht es nur darum, was andere denken? Deinen Ruf? Der Punkt ist, hör zu, ich bin nicht in die Wildnis geflohen, um mich fangen zu lassen, weil irgendein Trottel mit dreckigen Fingernägeln sich über mich aufregt. Ja, ich helfe dir, ist gut. Schon gut, ich helfe dir. Ich wusste, du könntest nicht Nein sagen. Natürlich musst du zur Reuseninsel segeln. Na schön. Und dann? Nun, die Geister auf der Insel. Du müsstest mit ihnen irgendwie in Verbindung treten. Vielleicht können sie uns zeigen, woher der Fluch stammt. Meinst du, sie haben Lust auf ein Schwätzchen? Natürlich.
wenn du meine magische Lampe dabei hast. Du kannst sie danach gern behalten, zum Dank. Wirst sie sicher gut gebrauchen können. Das ist ein Deal. Wie funktioniert die? Wie funktioniert die Lampe eigentlich? Ich meine, muss ich sie reiben oder irgendwas Magisches tun? Reiben kannst du dir sparen. Stell sie einfach dort ab, wo du Knochen findest und ein Gewisper hörst. Sei gewarnt. Es gibt gewiss angenehmere Dinge. Hab ich mir schon gedacht. Ich erzähl's dir später. Vielleicht lasse ich das Schlimmste weg. Das kannst du dir sparen. Ich gebe dir einen Xenogloss. Damit können wir uns über weite Entfernungen verständigen. Du beschreibst einfach, was du siehst, und ich sage dir, wonach du suchen sollst. Sehr gut. Xenogloss. Was ist das? Hab noch nie von einem Xenogloss gehört. Funktioniert wie ein Megaskop, aber es ist weitaus handlicher. Stell dir ein magisches Kästchen vor, das spricht. Schwer herzustellen? Sehr. Darum sind sie so selten. Ich könnte sowas jedenfalls nicht bauen. Also keine Chance, dass diese Xenoglosse populär werden. Dass jeder Magier so ein Tag hat. Nicht die geringste. Oder da ist billig auf das Handy. Und wo hast du diesen Xenogloss her? Hab ihn in der Mine gefunden, zusammen mit der Lampe. Hielt ihn zuerst für einen Teil der Lampe. Hab erst später gemerkt, was es ist. Meinst du, er gehörte dem Elfenmagier? Ganz sicher. Aber ich habe nicht gewusst, dass die Elfen sowas benutzen. Ja, willst du nicht mitkommen? Da gehen wir. Sollte ich noch etwas wissen, bevor ich gehe? Nein, das wäre alles. So, jetzt geh schon. Ich bin so gespannt, was du auf der Reuseninsel findest. Komm hinterher unbedingt bei mir vorbei. Und Geralt? Danke. Bitteschön. Serat. Also. Jetzt muss ich tatsächlich auf die Insel dort. Ist das wahr? Ist das euer Ernst? Ist das euer Ernst? So, jetzt bin ich ausgerüstet. Ausgerüstet bin ich eigentlich. Und habe ich auch. Ein verfluchter Öl habe ich. Etwas Food muss ich haben. Unbedingt. Etwas Food muss ich haben. Das geht schon nicht. Food muss ich haben. Ja. Food muss ich haben. Food muss ich haben. Laufplätze. Food, Food, Food. Jetzt, wo komme ich am besten Food her? Irgendwo in der Kneipe, Taverne. Und ich schauen, wo bin ich eigentlich hier? Gut, da hat so einen Händler, he? Ja, jetzt gehen wir da heute schauen. Und sonst jetzt, Mach langsam. jetzt decken den Schnellreisepunkt. Wo ist der Händler? Hier. Und kurz, dass du so schön sagst für mich. Aufmachen. Ein Amulett, Bezua, ein paar Schildkrötensteine. Nein, nein, zeig einfach, was das ist. Was hast du sonst noch anzubieten? Zähne von Leichen und Nierensteine, bewährte Mittel für harte Zeiten.
Schmuck hat er, Schmuck, Schmuck, Schmuck. Teuer wie ein Sohn. Ja, da ist das. Das sind eine Satteltasche. Auch das. Scheuklappen für das Pferd. Das nehme ich. Fünfte Essenz. Das ist echt das da. Die Karte nehme ich. Ich muss mal ein bisschen das Gewinnt ein bisschen anschauen. Also, das war nichts mit dir. Bis dann. Bis dann. Das heisst... Woher kommst du? Heda! Stammstieg ab. Wenn ich je einen Sohn kriege, nenne ich ihn abgeschnittene Finger. Das war er. Dann hat er den Tand für Proviant bei der Burg verkauft. Dafür wurde er mager, verlor sein Haar und wartet jetzt auf den Tod. Dann jetzt so ein Schleifstein. Och, kann ich heute? Komm. Und dann kann ich da drüber. Siehst du meine Muskeln? Aber Herr... Und. Hier. Irgendwo, dass es eine Taverne hat, meine lieben Freunde. Ich muss Food haben. Hm. Nicht dort. Eisgarten. Geralt und Yennefer waren wieder vereint und Geralt war zufrieden. Doch der Hexer erfuhr, dass sein einstiges Mündel, Cirilla, von ihrer langen Reise zurückgekehrt war. Und nicht nur das, sie war in Gefahr. Geralt musste Cirilla finden, auf kaiserlichen Befehl und auf Geheiß Yennefers. Okay, sind wir wieder im Eisgarten, ne? Wieder einmal. Meine Großmutter hat mir vom Schmiedejungen erzählt. Ich muss da heute ein bisschen Food kaufen. Haben die Leute einen Hexer, der auf der Jagd war? Ey, ja, ganz Döri. Oh Mann. Bumm, da haben sie ihn. Wir essen in unserer Not immer grün. Sie haben uns die Ernte weggenommen. Wo ist sie? Chef. Ah, der Dings da. Mutant. Sag mal, die kleine Burg, Das wo ist die ein Nilfgaarder ihr anständiges Lager Dorf. aufgeschlagen haben. Wem hat sie vorher gehört? Welcher Familie? Sie So, hat früher den Lavalles gehört, aber die sind ausgestorben. wo ist die da? Moment mal. Jetzt da nicht gekauft. Ist der doof? Nie einen bekommen, selbst wenn er 100 geworden wäre. Warum denn? Ist das eine pikante Geschichte? Ja, aber solche... Verschwinde lieber von hier. Über Mister. Der kennt doch keine Skrupel. Also. Kann ich halt. Überredet. Überredet. Da kann ich halt. Wo kommen die denn noch von gut her? Wo ist eigentlich die verfluchten Insel? Verfluchten Insel. Da hat's noch Händler. Alchemiezutaten. Ah, das ist da bei Keira natürlich dort, ja. Genau. Genau.
oder ich weiß nicht, was ich soll. Keine Ahnung. Wer die Wahl hat sich hier ein Ding. Auf der Suche nach der Hexe, mit der Ciri in Konflikt geraten war, stieß Geralt auf eine alte Freundin, Keira Metz. Die Zauberin erzählte dem Hexer von einem maskierten Magier mit einem Versteck, an dem Ciri sich angeblich verborgen gehalten hatte. Der Hexer machte sich mit Keira auf den Weg. Ciri hatte den Elfenmagier nicht erreicht, im Gegensatz zur wilden Jagd. Die Geisterkavalkade war Geralt einen Schritt voraus, so schien es jedenfalls. Der Hexer war nahe daran, die Hoffnung aufzugeben, bis Keira ihn auf die Spur der Mumen vom Buckelsumpf ansetzte. Also, meine lieben Leute, ich gehe jetzt hier ein bisschen einkaufen, tu mir alles parat machen, das mache ich offline, weil das geht sonst viel zu lang. Tu mich hier eindecken mit der Miserei und dann gehen wir zusammen auf die verfluchte Insel. Das wird doch cool. Das wird sicher auch ganz heiß. Also, bis zum nächsten Mal. Okay, tschüss. Ciao.